wer da hat, dem wird gegeben und wer im Überfluss haben, wer da aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Das zeigt eigentlich ganz klar, das, wo du in deinem, das, wo du hast, also das heißt, wenn du Stress hast und du das wirklich verkörperst, den Stress, und dann wirst du immer mehr von dem haben. Du wirst immer mehr von dem Stress bekommen. Und das Interessante ist ja, oder wenn du dann mal Zeit lässt, hast du auch immer mehr Zeit. Oder es wird dann wahrscheinlich all das, wo, wenn du eben hetzt und viel musst machen und noch das Nächste und alles noch willst machen, dass dann eigentlich vielleicht Sachen gar nicht so optimiert sind, wo du eben vielleicht, wenn du mal dir Zeit lassen und ja auch die Zeit dann hättest, vielleicht würdest du merken, dass du es ganz anders kannst organisieren, dass du viel Zeit würdest einsparen. Und da merke ich auch immer wieder, dass eigentlich, wenn ich mir dann mal Zeit lasse, dass ich dann auch wirklich schneller vorankomme. Nur es halt, ist halt der Kopf hat halt eigentlich seinen eigenen Willen und der will mir dann immer einreden, so, ja nein, eben, wenn du ja schneller machst, dann bist du ja auch schneller. Oder wenn du mehr machst, dann hast du ja mehr erreicht. Nur ist es halt, wenn du etwas aus dem Ich muss machen zum, dann bist du eigentlich in einem Mangelding. Das heißt, du sagst dann eigentlich, du bist im Mangelzustand, weil du sagst dann eigentlich, ich kann noch nicht und ich muss noch. Und wenn du im Seinszustand bist, von du bist bereit, dann musst du nicht mehr. Dann kommen dir ganz andere Ideen und ganz andere Frequenzen rein, eben ganz andere Ideen rein, die du dann auch umsetzen kannst, die dann eigentlich aus der Fülle kommt. Und das ist mir sehr bewusst, aber eben im Trubel vom Alltag merke ich dann auch immer wieder, dass ich abschweife. Und ich habe da schon auch immer noch, obwohl es mir bewusst ist, einen rechten Kampf gegen meinen Kopf, dass der mich einfach auch einmal machen lässt, oder? Dass er einfach mal ruhig ist äh, und mir nicht immer wieder weiss machen, wie wichtig das es jetzt ist, dass ich noch mal etwas mache und noch mal etwas mache. Aber es ist irgendwo durch auch nicht verwerflich, weil so sind wir halt. Oder nur die Harten kommen in den Garten, das haben wir alles gehört. Das sind alles Glaubenssätze, wo wir gehört haben, wo uns irgendwie logisch erscheinen, weil mehr machen ist ja auch irgendwie mehr erreichen. Oder? Also ich sage mal, in der Logik geht es ja irgendwie auf. Es tönt ja wie so logische mathematische Formeln. Aber in der Realität erlebe ich es tatsächlich andersrum, dass ich mit mehr Stress, wenn ich noch mehr machen will, dass ich Texte schreibe, wenn ich unbedingt möchte in den Text haben, das geht nicht. Ich habe jetzt dann schon mehrmal ist mir aufgefallen, dass wenn ich dann einmal weg bin und mir eben wieder mal den Kopf durchlüftet habe und nicht mehr in dem Problem-View bin, ich will jetzt dort da etwas haben, äh, dass dann eben, wenn ich dann raus bin und mir auch mal den Kopf gelüftet habe, dass dann plötzlich eine Idee gekommen ist, wie man das lösen kann. Und ich glaube, wenn man das nicht bewusst beobachtet, dann fällt einem das gar nicht auf, weil das Leben ist ja so, oder man lebt halt und hat so viele Eindrücke, dass man dann halt auch gar nicht merkt. Man hat dann einfach das Gefühl, jetzt habe ich es endlich geschafft. Aber man realisiert eigentlich gar nicht, dass der Gedanke oder die neue Erkenntnis oder die neue Idee gekommen ist, wo man einmal zurück ist, wo man einmal sich Zeit gelassen hat oder Zeit genommen hat, einmal eine Pause gemacht hat, dass dann eigentlich die Ideen gekommen sind. Und wenn man das auch, eben, wenn man das merkt, oder als ich auch bei sich selber auch bemerkt, dann kann man das auch immer mehr integrieren und ich bemerke das tatsächlich. Es ist aber gleich immer noch die Schwierigkeit. Mein Kopf hat da schon sehr viel, weil, ja, ich weiß nicht, woher die Glaubenssätze noch kommen oder die ganzen, dass ich das alles noch so wirklich glaube, dass ich muss irgendwie mehr machen, um auch mehr zu haben.